Und somit grüß zurück zu Mass Effect. Wir haben ja das letzte Mal aufgehört, nachdem wir die komplette Zitadelle ein bisschen erkundet haben, Nebenmissionen, NPCs ausgefragt und dies und das und bla bla bla. Jetzt haben wir den Joker geredet, haben die Ansage oder die Durchsage an die ganze Mannschaft gemacht und jetzt werden wir uns einmal in Richtung Karte begeben und einmal schauen, was uns die Karte zur Verfügung stellt. Genau. Diese gigantische Raumstation, die vermutlich von den seit langer Zeit ausgestorbenen Proteanern erbaut wurde, dient als politisches Zentrum des Zitadellrats. Die Schwerkraft wird durch die Rotation erzeugt und beträgt 1,02 Gramm in den Bezirken und nur 0,3 Gramm auf dem Präsidiumsring. Gesamtlänge geöffnet 44,7 Kilometer, Durchmesser 12,8 Kilometer. Bevölkerung 13,2 Millionen, ohne Keeper, Gesamtgewicht 7,11 Milliarden Tonnen. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Achso. Ich will eigentlich, ja, schon wissen, wohin. Herauszoomen. Das ist auch gescheit gemacht. Da haben wir nichts. Nochmal herauszoomen, bitte. Dankeschön. Da haben wir auch nichts. Wir sind im Serpentnebel. Oh, Noveria. Die Milchstraße. Was haben wir denn da? Hawking Ether. Dort werden wir hin. Century. Ja. Bitteschön, das wäre ganz, ganz lieb von dir, Spiel. Da kommt eine Nachricht, Commander. Welche Überraschung. Die Allianz braucht sie erneut. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben eine Mission für Sie. Ein Allianzoffizier namens Major Kyle hat im Hawken Ether Cluster einen kleinen Komplex errichtet und einige biotische Anhänger um sich versammelt. Er steht der Allianz nun ausgesprochen kritisch gegenüber und wir glauben, dass er mental instabil geworden ist. Das könnte Ärger geben, Shepard. Welchen Beweis haben Sie dafür, dass der Major gefährlich ist? Vor 3 Tagen haben wir 2 Allianz-Abgesandte zu seinem Komplex geschickt. Sie sind verschwunden. Wir gehen davon aus, dass Kyle und seine Anhänger sie ermordet haben. Dieser Komplex ist ein Kult, Shepard. Sie nennen ihn jetzt Vater Kyle. Er hat sich als eine Art religiöser Anführer etabliert. Das bedeutet immer Ärger. Untersuchen. Sie sagten, seine Anhänger seien Biotiker? Ja, aber Major Kyle selbst hat nie irgendwelche biotischen Tendenzen gezeigt. Ich glaube, er schloss sich nur einer Gruppe an, mit der er sich identifiziert. Viele Biotiker fühlen sich von der Gesellschaft nicht anerkannt oder ausgegrenzt. Kyle sieht sie wahrscheinlich als Opfer, die seinen Schutz brauchen. Und sie sehen ihn als jemanden an, der sich für sie einsetzt. Allerdings hat er sie leider davon überzeugen können, dass die Allianz irgendwie für all ihre Probleme verantwortlich ist. Das können wir nicht zulassen. Worüber wollten diese Allianz-Abgesandten mit Major Kyle reden? Sie wollten ihn in eine Allianzanlage bringen, wo er behandelt werden sollte. Major Kyle hat uns viele Jahre treu gedient. Wir wollten ihn nicht aufgeben. Aber angesichts seines Geisteszustands hat er sie wohl als Bedrohung angesehen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass seine Anhänger sie getötet haben. Was können Sie mir noch über Major Kyle sagen? Einst war er ein vorbildlicher Soldat, aber auf Torfan ist irgendetwas mit ihm passiert. Unter seinem Kommando sind zu viele Soldaten gefallen. Er konnte die Schuldgefühle nicht ertragen. Seine psychischen Auswertungen zeigten, dass er den Stress eines Kommandos nicht länger ertragen konnte. Er bekam einen ehrenvollen Abschied und ging in den vorzeitigen Ruhestand. Wir hatten gehofft, dass es sich mit der Zeit bessern würde, aber wir haben unterschätzt, wie sehr ihn das alles mitgenommen hat. Und jetzt scheint es zu spät zu sein.
Möglicherweise kann ich die Sache gewaltlos beenden. Sie haben mit ihm gedient. Vielleicht hört er auf Sie. Aber er hat bereits 2 Allianz-Abgesandte getötet. Ich überlasse die Sache Ihrem Urteilsvermögen. Hackett, Ende. Machen wir doch glatt. Machen wir doch glatt, Herst. Reisen. Oh Gott. Tamahera verfügt über eine dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Xenon. Die hauptsächlich aus Natriumoxid und Calcium vorkommend bestehende Oberfläche ist eiskalt. Neben ein paar kaum nennenswerten Metallen gibt es hier nur Felsen. Die Existenz von Canyons und Flutebenen belegt, dass es auf Tamahera einmal flüssiges Wasser und eine dichte Atmosphäre gegeben haben muss. Da, wenn du das lesen willst, unten die Angaben, kannst du kurz pausieren. Ich werde da immer wieder nur die wichtigsten Dinge draus vorlesen, hätte ich mir gedacht. Ansonsten hucken wir in 30 Jahren noch da. Kanktra. Kanktra ist eine mittelgroße terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Stickstoff und Argon. Die Permafrost-Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Zinn mit Vorkommen an Calcium. Außer den spektakulären Eisformationen an den Polen gibt es nicht viel Außergewöhnliches über den Planeten zu berichten. Erkunden bitte! Bei Scans dieses Planeten haben sie ein größeres Vorkommen an Kobalt entdeckt. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Klendagon. Oh Gott. Machen wir es so. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, das kannst du kurz passieren. Ich lasse es jetzt ein paar Sekunden. Wenn es dich interessiert, kannst du es ein bisschen durchlesen. Und wir werden aber trotzdem weitermachen, da ja Mass Effect, die Trilogie, ein relativ großes Spiel ist. Pressraub ist der Mond von Klendagon. Diese kalte, unwirtliche Welt hat nur eine sehr dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Ethan. In der Oberflächenschicht gibt es große Vorkommen von Schwermetallen. Die Allianz hat sich um die Mineralienschürfrechte beworben, aber die Erschließung des Mondes wird durch die Nähe zum Esquiloparsec-Ring um den galaktischen Kern herum kompliziert. Der Ring ist ein Gebiet häufiger Sternenbildung und nur unter großen Gefahren zu bereisen. Die Oberfläche von Pressraub ist erschreckend zerklüftet und voller unwirtlicher Gebiete, die vor langer Zeit durch eine Katastrophe verursacht worden sind. Aber dies konnte ganze Generationen illegaler Wildcat-Minenschürfer nicht davon abhalten, die reichen Mineralvorkommen des Mondes abzubauen. Traurigerweise haben die meisten von ihnen dabei ihr Leben verloren. So, mal landen. Wir nehmen nochmal mit, wir nehmen einmal mit die 2. Ich habe nur gehört, dass sie da bei dem Gerät die Steuerung ein bisschen überarbeitet haben. Erkundungsmedaille 1. Landen Sie auf einer irgendwas halt. Ah, da hinten ist was, schau. Ich muss aber offen und ehrlich gesagt gestehen, die Steuerung in der ursprünglichen Mass Effect Version hat mich aber nicht gestört, ehrlich gesagt. Ah!
Dreckschlund. Auf den habe ich mich noch erinnern können, aber ich wollte es nicht wahrhaben, dass der da ist. Dankeschön. Für diesen wunderbaren Reparaturservice. Ah! Was war denn das jetzt? Okay. Hä? Okay, wir sollten zwischen einmal speichern, habe ich schon gesehen. Da war ich wohl zu langsam. Squad? Ah, Schurke. Warte mal kurz. So. Ja, auf den hatte ich doch komplett vergessen. Naja, egal. Ah! Klottern entballert. Was ist das? Mit der außer... Ah! Wo ist er denn jetzt? Der kleine Opf. Der will ein bisschen Tentakelporno spielen, ha? Sag mal, bin jetzt sogar schon für die Mission zu blöd? Anscheinend. Das ist jetzt aber nicht dein Scheiß ernst, oder? Ja, da... Na komm.
Wieso kann man denn einmal... Ja, wurscht. Weg von seinen zerschissenen Tentakeln, ne? Nein? Jo, Wauzi, hä? Haben sie dir ins Frühstücksei geschissen, hä? Na gut. Also aus seinem Radius aus. Wo ist er denn jetzt? Ah, Volltreffer. Komm, reparieren. Aber wo bist du denn jetzt gerade aus deinem Loch, du? Endlich! So, dann reparieren wir nochmal. Gibt es da eine Karte? Karte da. Das ist da hinten. Anomalie. Die ist in der Richtung. Hä? Ah, da müssen wir über den Hügel drüber. Mal gespannt, ob das geht. Ah. Da ist ja irgendwo was. Karte bitte. Hä?
So. Hat also ein bisschen mehr zu entdecken. Ich habe es halt immer so gespielt, dass ich mich zuerst über alle Planeten drüber gehauen habe, dass ich geschaut habe, dass ich die Planeten alle mache. Und dann später eigentlich rein nur mehr der Story gefolgt bin, weißt? So. Und lassen wir noch mal da oben ruhen. Na gut, wenn wir da wieder rauskommen sollen, weiß ich nicht. Wie kann ich da jetzt aussteigen? Wenn er auf ebenem Gelände steht, so vielleicht. Sichern den Punkt. Sehr gut, Rex. Artefakt gefunden, turianische Insignien gefunden. Bei Grabungen unter dem Sender haben sie ein Stück Metall, wahrscheinlich von einem sehr alten Frachter gefunden. Das Metallstück war mit dem Insignien des Mazedin-Außenpostens gekennzeichnet. Die Vorderfront des Mako ist durch den Aufprall zerstört. Ein einziger Blick ins Innere genügt, um zu erkennen, dass die Insassen, wahrscheinlich ein Team illegaler Wildcat-Minenschiffer, tot sind. Noch immer rieseln in der fast vakuumähnlichen Atmosphäre lautlos die Trümmerteile durch die Reifenspuren. Na bitte, jetzt haben wir es beieinander. Jetzt haben wir es beieinander. Wieder einsteigen. Schau. Kruzifix. Also, dann los. Jetzt dann. Karte bitte. Da haben wir noch was. Was ist da? Biotika-Lager. Okay. Zielort, genau. Da müssen wir hier drüber. Na komm, auf wieder, hab ich gesagt. Er bemüht sich, so gut das geht. Da müssen wir weiter. Bitte einmal speichern, das wäre irgendwann mal angebracht. Na super. Jetzt überlege ich noch gerade, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Dann müssen wir den Weg dort wieder zurück äumeln. Genau.
so. Nein. Das ist natürlich jetzt sehr fein. Wie kommen wir da über diesen Hang drüber? Jetzt hänge ich schon wieder da in der Mulden drinnen. Kruzifix. So. Jetzt schauen wir mal, in was für Richtung, dass wir ungefähr müssen. Ah, da hinten. Kurz einen Blick. Karte bitte. So. Da waren wir ja schon. Ah, nein. Müssen wir das da ein bisschen anders sagen. Jo, in der Luhe liegt die Klaft. Ah. Oder wie heißt der alte sibirische Bauernweisheit so schön? In der Luhe liegt die Klaft. Mhm. Los geht's. Richtig, richtig, mein Gutes da. Warte mal. Scheißen. Ist wurscht. Bringt uns eh fast nichts. Aber da, Biotika-Lager, da müssen wir jetzt hin. Ich speichere da jetzt einmal. Dann prügeln wir uns beim nächsten Traum durch. Du brauchst dir die Waffen außer tun. Mein Gott, da. Shepard. Mach mich halt nicht deppert. Falsche Richtung, da müssen wir hin. Oder? Karte. Ja. Das heißt, da durch um mich. Kruzifix da. Na komm.
Komm, Burzi, Burli. Komm, 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 komm. Sehr schön, sehr schön. Hui! Warte mal, da oben ist was, schau. Wie war's aussteigen? So. Na. Sie haben ein großes Goldvorkommen entdeckt. Ach schön. Okay, jetzt da runter zu diesem Biotika-Lager. Und das alles im Rückwärtsgang. Da, 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 da. Da ist nix. Ein Level Up können wir noch nicht vergeben, gell? Nein. Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Kyle will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass sie Vater Kyle mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Kyle reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Vater Kyle will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Ach jo, und dann will er mich eiskalt töten. Ach schön. Kurz einen Blick, wir werden da kurz speichern. So. Und dann in der nächsten Aufnahme, jetzt machen wir das fertig, in der nächsten Aufnahme werden wir uns dann, ja, schon wissen. Dann werden wir uns weiter durchkämmen. Durch die Wüste. Biotischer Kultist. Nur weil wir Biotiker sind, heißt das noch lange nicht, dass man uns nicht fair behandeln muss. Ja, da kann ich aber nichts dafür, du auf, du Geschüttelter. Energieanschluss. Erst hast du da irgendwo einen Keil gesehen? Der war relativ geil. Ja. So. Mach bitte auf. Danke, Shepard. Bevor es heute noch scheppert. Ich bin Major Kyle. Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse, meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein.
Die Allianz schickt mich, um Sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen. Aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Sie haben Ihren Anhängern befohlen, diese Allianz-Ermittler zu töten und müssen sich den Konsequenzen ihrer Tat stellen. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Kinder auch für ihre Sünden büßen müssen? Nein, das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein. Bitte. Ich wollte nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Sie tun das Richtige, Major. Ihre Kinder werden davon profitieren. Kommen Sie. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass Sie mich wegbringen, werden sie es nicht verstehen. Sie werden sie angreifen und dabei alle umkommen. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Nur so werden Sie es verstehen. Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich werde Ihnen vertrauen. Wenn Sie das Vertrauen missbrauchen, müssen Sie und all Ihre Kinder darunter leiden. Ich werde Sie nicht verraten, Commander. Danke. Der Pilot kann Major Kyle von einer Allianz-Kommandopatrouille abholen lassen. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun, Shepard. Natürlich. Sie sollten jetzt zur Normandy zurückkehren und die Allianz über Kyles Aufgabe unterrichten. Sie werden sicherlich ein Schiff entsenden wollen, um ihn gefangen zu nehmen. Ach, schön. Gut. Nein. Jetzt gehen wir da mal raus und dann zurück zur Normandy. Hätte ich mir gedacht. Dann gehen wir die Mission ab. Achso, das ist ein Schlafgemach. Na toll. Technik-Kit. Nehmen wir alles mit. Ein bisschen schnorren. Was der, wer schnort, der Sport, gell? Da sind wir uns eh einig. Dann kommen wir da irgendwo. Sollte doch der Ausgang sein. Ah. Mittelschwer Mensch. Assassine. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es einfach. Sehr gut. Die Reise ist noch ein ganz so schönes Stück. Gebäude verlassen, zurück zu Normandy, dann gehen wir die Mission an. Und danach werden wir die Aufnahme für heute beenden. Genau. Zurück zu Normandy. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns Ihren Bericht über Major Kyle übermittelt. Wir haben wie abgemacht ein Team hingeschickt. Kyles Anhänger zerstreuten sich und der Major hat sich widerstandslos ergeben. Wir werden dafür sorgen, dass er die benötigte Hilfe erhält. Ich hatte damit gerechnet, dass die Sache in einem Blutbad endet. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gelungen ist, Commander. Aber Sie haben viele Leben gerettet. Meinen Glückwunsch. Genau. Kurz einen Blick. So, herauszoomen. Aber warte mal. Waren wir da überhaupt schon fertig? Nein. Taropter. Erkunden. Beim Scannen des Planeten Taropter haben sie einen winzigen Mond entdeckt und ein paar seltsame Signale empfangen. Techniker Adams hat ein paar weitere Scans durchgeführt und eine Rettungskapsel entdeckt. Ihr Bergungsteam wurde zur Untersuchung der Kapsel ausgesendet und fand ein Medaillon des Salarianerordens. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Okay, ich glaube, wir sind da in dem System einmal fertig. Und ja, herauszoomen bitte. Century.
Hawkin Ether abgeschlossen. Kepler Randsektor. Pharos. Liaras Ausgrabungsstätte. Wir reisen Newton. Gibt's da irgendwas überhaupt? Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Weiter. Eigentlich wollte ich ja zwischen 30 und 40 Minuten bleiben, aber jetzt wird das schon wieder länger. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich erhielt einige Informationen, die Sie gewiss interessieren werden, Commander. Jemand bringt frühere Allianzwissenschaftler um. Es hat im letzten Monat 4 Todesfälle gegeben. Früherer Wissenschaftler? Das klingt, als gäbe es ein Projekt, das jemand gern geheim halten möchte. Wir haben eine Verbindung gefunden zwischen den Wissenschaftlern und Ihnen. Sie haben alle vor einigen Jahren an einem Geheimprojekt gearbeitet, auf Akuse. Das kann nichts mit dem zu tun haben, was mir auf Akuse passiert ist. Diese Dreschlunde haben Dutzende von Soldaten getötet. Wenn das kein Unfall war, müssen wir es wissen. Commander Shepard, was Sie damit anfangen, liegt ganz bei Ihnen. Ich dachte nur, dass Sie es wissen sollten. An dem Projekt war noch ein weiterer Wissenschaftler beteiligt, Dr. Wayne. Ich übermittle Ihnen seine letzten bekannten Koordinaten. Viel Glück. 5. Flotte Ende. Hoppala, ja, da ist ein bisschen mehr passiert. Gut, aber bevor wir das jetzt angehen, herauszoomen. Sehr gut, sehr gut. Das nächste Mal machen wir da weiter, wo wir heute aufgehört haben. Werden noch ein paar aus der so Felder Dingenskirchen. Ja, du hast es eh gesehen, wir haben ja ein bisschen was zu tun. Und da werden wir da wieder weitermachen. In der nächsten Aufnahme werden wir da das alles machen. Dann werden wir uns da noch ein paar Erfahrungspunkte holen, Missionen machen. Eben das schon von mir angesprochene abtrünnig und vorbildlich ein bisschen weiter ausbauen. Und wir sind eh schon knapp am nächsten Level, wie du siehst. Stufe 10 haben wir dann schon. Und danach, wenn das alles soweit ist, werden wir uns auf die Suche begeben nach der Liara. Genau. Bis zum nächsten Mal. Baba.